Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal mit Vince Kompany vor dem Champions League Spiel bei Feyenoord Rotterdam. Und wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht und ihr auch kein Video verpassen wollt, abonniert sehr gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums. Teil 2. Okay, wir haben Zeit reingeholt. Herzlich willkommen jetzt Teil 2 der Pressekonferenz mit Vincent Kompany. Vini, servus. Jamal hat schon vorgelegt. Jetzt dann bitte die nächsten Fragen an den Cheftrainer. Es fängt wieder an. Torben Hoffmann für Sky. Torben, da ist er wieder. Ja, Vincent, weil Musiala hier gerade saß, ist er morgen bereit, fit für die Startelf? Wird er morgen beginnen und musstest du die Mannschaft Ja, wird er jetzt schon verraten, denke ich, ne? Nochmal explizit sensibilisieren, weil du kennst The Coip sicherlich, was die Atmosphäre hier morgen auf die Mannschaft zukommt. Ja, was hat Jamal selber gesagt? Ist frisch. Er hat gesagt, er ist frisch. Das werden wir... Entschuldigung? Kam langsam rein, mit zweimal eingewechselt und ist frisch. Und Trainer entscheidet natürlich und das würde ich gern von dir hören. Nein, das werden wir morgen sehen. Ich glaube, heute für uns war einfach wichtig, dass die Kader wieder langsam voll wird. Also wir haben jetzt einige Spiele zurück. Die sind noch nicht alle auf die gleiche Fitnesslevel, kann man sagen. Also Stanisic zum Beispiel war langfristig raus, aber wir freuen uns trotzdem, dass die Spiele wieder da sind. Und letztendlich für mich ist es auch, wir haben eine Mannschaft mit viel Erfahrung und obwohl dieses Auswärtsspiel natürlich ganz Besonderes ist, da brauchen wir nicht rumzureden. Es ist trotzdem so, dass wir mit unserer Erfahrung auch einfach wieder genau wie jedes Spiel als Ziel haben zu gewinnen und einfach wieder unsere Leistung zu bringen. Vor allem, du musst das Spiel ja auch gewinnen, wenn du die ersten 8 willst. Punkt. Goedenavond, Sinclair van ESPN. Twee vragen. Eén, heb je nog veel Nederlanders in moeten schakelen om dingen over Feyenoord te weten? Ook over de atmosfeer hier in de Kuip? Nee, ik ken Feyenoord natuurlijk heel goed. En zelfs de Nederlandse competitie. Dus het is voor mij ook gewoon... plus in de laatste jaren heeft City hier ook gespeeld. Dus toen was ik er nog bij. Ik was toen gekwetst, geblesseerd. Maar ik weet wel hoe je je moet voorbereiden op die wedstrijd. Maar het allerbelangrijkste voor ons is dat we gewoon met de ervaring die we hebben in de ploeg... heel veel jongens die ook al heel vaak in de grootste momenten hebben moeten presteren... dat we gewoon ook rustig blijven en gewoon ons spel spelen. En ja, met natuurlijk respect voor de tegenstander... maar ook heel veel respect voor onze kwaliteiten. Ja, in België heb je 4 keer gespeeld tegen trainer Brian Priske. Je hebt er 3 gewonnen. Maar wat weet je verder van de trainer van Feyenoord, Priske? Ja, ik hoor het vaak, die duels tussen trainers. Maar het hangt ook gewoon heel vaak af van de ploeg die je hebt. De kwaliteit die je hebt, de beschikking. Dus ik denk niet dat je te veel vergelijkingen mag maken als het verschillende clubs zijn. Maar ja, hij deed het in België goed. En natuurlijk is het zo dat we... die wedstrijd ook met veel druk hebben gespeeld in die periode in België. En nu is het weer het geval. Maar ja, ik moet zeggen dat natuurlijk in dat moment Antwerp waarschijnlijk... dat was zijn club op dat moment Antwerp waarschijnlijk bezig was. Antwerp was very good as well. And they were a team. Jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen zu übersetzen. Ha? Jetzt brauchst du nicht mehr anfangen. Wir haben den Sinn verstanden. Ja? Wir sind die erfahrene Mannschaft, der Gegner hat Qualität, wir setzen uns durch, der Trainer kennt er von früher, ist ein Top-Typ, läuft. Team that were coming up. Uiteindelijk leverde dit een aantal jaren later ook de titel voor hun. And they were climbing the standings. De eerste fase natuurlijk. En, maar ja, nu is het een andere competitie, andere clubs. En, And the fact is they brought in a new head coach, but ultimately that's a... Okay, er hat aus seiner Zeit gemeinsamen Zeit in Belgien wahrscheinlich gesprochen, ne? Denke ich. Jetzt andere Zeit, andere Clubs und so weiter, ja. Different club, different competition, and I'm looking forward to it. Wenn Sie die Tabelle der Champions League sehen, es ist ja für alle noch ein neuer Modus zum ersten. Ich schaue nicht auf die Champions League Tabelle. Ich habe es Ihnen schon gesagt. Genau. Ich schaffe es einfach nicht, wirklich. Ich habe viel Spaß gehabt in diese neue Format. Also das muss ich ehrlich sagen. Es ist auch interessant, auch gegen andere Mannschaften zu spielen. Also es kann
gar keine Kritik auf die neue Format. Aber jetzt, um auf die Tabelle zu schauen, das bringt nichts. Wirklich. Also wir wissen, 6 Spiele gewinnen, dann bist du in Top 8. Und 3 Spiele gewinnen oder ein bisschen mehr, so wie Feyenoord das bis jetzt gemacht hat, dann bist du in dieser Playoff-Phase. Viel mehr kannst du nicht sagen, weil da musst du wissen, gegen wem jede Mannschaft spielen wird und wie das dann läuft. Und wir haben alle ein anderes Programm und deswegen schaue ich einfach nicht auf die Tabelle, aber ich schaue auf jeden Fall darauf, dass wir unsere 6 Spiele gewinnen. Das ist mein Ziel. Dann NOS Holland, bitte. Ja? Welkom in het prachtige Nederland. De trainer van Feyenoord, Brian Priske, die mist het heilige vuur bij het huidige Feyenoord in de laatste wedstrijden. U heeft Feyenoord goed geanalyseerd. Snapt u dan wat hij bedoelt? So there have been criticisms with the passion or level of passion, and natuurlijk altijd heel persoonlijk zijn hoe je het zelf. What are his comments on that? Het enige wat ik kan zien is, ich muss altijd ervan uit. Also ohne Scheiß, dann dreh nicht den Ton von Winnie leise, Alter. Da verstehst du mehr, als wenn er da 3 Worte Englisch mit irgendeinem Akzent reinbrabbelt, Alter, wovon du nichts verstehst. Het gaan dat we tegen het allerbeste Feyenoord spelen die ze kunnen zijn en dat is mijn focus. The fact is, I'm expecting to go up against a really good Feyenoord side. We know where they're strong and where they're weak. We feel like we can get at them, but ultimately I can't anticipate a weak performance from Feyenoord. I think it's going to be a top match, and ultimately it's going to be both teams going toe-to-toe, and we want to win. Hoe kun je dat omdraaien in korte tijd? So have you set anything as ja, iedereen heeft daar zijn eigen methodes voor natuurlijk, maar wat is uw methode? Nee, maar je mag niet vergeten ook wat de context is. Dus als ik nu zie hoeveel spelers uitvallen voor zijn ploeg, ja, dan kan iedereen mooie verhalen gaan vertellen over methodes en hoe je het moet oplossen, maar je moet ook de spelers hebben. En als je een ploeg gaat beoordelen op wat ze als je een ploeg gaat beoordelen op wat ze moeten bereiken, dan ga je... Hat ze Übersetzer jetzt auch aufgegeben, oder? Er altijd vanuit dat die ploeg dan ook voltallig is. Vanaf het moment dat je 5, 6 spelers mist, dan is het ook gewoon een ander verhaal. Alleen, het blijft voetbal en dat wil niet zeggen dat je daardoor minder ambitie hebt. Maar het is ook heel persoonlijk. Iedereen is anders. Ja. Jetzt auf der anderen Seite, Florian Eckel für den Bayerischen Rundfunk. Ihr Vorgänger Louis van Gaal hat mal gesagt, bei so besonders wichtigen Spielen, Tod oder Gladiolen. Gibt es so ein Sprichwort auch in Belgien? Was ist Gladiolen? Blumen. Man gewinnt Blumen oder man stirbt. Ganz martialisch für so ganz. Gibt es sowas in Belgien auch, so ein Sprichwort? Und vielleicht nochmal auch ein Satz zu Ihrem Gegenüber, Brian Priske. Sie kennen sich natürlich noch aus der Zeit. Ja, hat er ja gerade schon erzählt. Haben wir nur nicht verstanden. Ich ja auch nicht. Belgien, für was für eine Art Fußball steht er? Ja, zum ersten Frage. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, für mich ist es gibt keine Freundschaftsspiele. Also auch wenn es in die Vorbereitung ist, auch wenn es gegen irgendwelche andere Vereine ist, für mich das habe ich auch gelernt in meinen Momenten von Erfolg, ist, dass du einfach keinen Unterschied machen darfst zwischen kleinen und großen Spielen. Sind alle riesig wichtig und deswegen ist dieses Spiel auch für uns einfach das von allerhöchster Priorität. Aber gut, das muss es ja eh sein. Wir können jetzt nicht vom kleinen Spiel reden, wa? Wir sind ja nicht irgendwie der FC Liverpool, der komfortabel schon weiter ist. Also wir müssen ja 2 Spiele gewinnen. Ne? So. Also da brauchen wir ja gar nicht reden. Und zweite Frage war? Brian Priske, ja, Entschuldigung. Ja, nein, stimmt. Ich war auch ganz jung als Trainer. Das war meine ersten Jahre und das waren auch Top-Spiele. Also ich erinnere mich ganz gut, wie viel Druck auf diese Spiele gab. Das war für ihn viel Druck, für mich viel Druck und trotzdem haben wir letztendlich sehr, sehr schöne Spiele erlebt. Aber das ist natürlich jemand, die schön ein fußballerisches, offensives Gedanke hat und das war auf jeden Fall in Belgien der Fall. Und danach ist es immer
immer so, dass wir alle leben von die Ergebnissen. Ganz hinten an der Kamera. Yes, please. Vincent, 2 korte vraagjes. Van welke spelers van Feyenoord ben je het meest onder de indruk? So, ja, players from Feyenoord have impressed you the most. I could highlight qualities that they all have. There are, of course, other players that aren't available as well. But I know how important some of these players are for Feyenoord. They've got experience on the wings and a lot of pace as well and qualities in one-on-one situations. Was ich halt nicht verstehe. Die Pressekonferenz ist auf Deutsch. Ja? Warum ist der Übersetzer dann auf Englisch? Und dann mit so einem schrecklichen Akzent, dass ich da kaum ein Wort verstehe. Warum übersetzt er dann nicht auf Deutsch, wenn die Pressekonferenz auch auf Deutsch ist? Das Deutsche wird da auch nicht ins Englische übersetzt. Oder was? Also. Als Goalgetter and up front, they've got players that can get goals as well, some real goal getters. And they've been incredibly attacking in the Champions League as well. And they've been one of the most dangerous teams. Also sie haben Stürmer. Respekt. Ja. Wir sind eines der gefährlichsten Teams in der Champions League. Aha. But as I've said already, in every phase of the game, they're not going to stop. And we've got to make sure that we produce our performance. And we're preparing the best possible Feyenoord side, and that's what we've got in our heads. And we're looking forward to it. Has anything been said about the home advantage? I think the fact is we've got a lot of experience in our ranks, and it's going to be an important factor. And playing at a stadium like this, I think it's going to be for extra motivation for some of these players as well. And für die jungen Spieler, wir haben erfahrene Spieler. Hallo Vincent, ich weiß, Sie sprechen nicht gerne über einzelne Spieler, aber ich versuche es trotzdem. Heute hat der FC Bayern verkündet, dass Tom Bischoff künftig das Trikot tragen wird, der Münchner. Sie haben ihn vor einer Woche gesehen gegen Hoffenheim. Was zeichnet den Spieler aus? Was bekommt der FC Bayern da für einen Spieler? Vielleicht haben Sie eine kurze Analyse, bitte. Es gibt grundsätzlich auch keine Analyse, die Sie noch nicht gemacht haben wahrscheinlich. Also die starke von Tom Bischoff kennt jeder. Sein Passspiel, technisches Vermögen zwischen die Linie auch manchmal und nach vorne Spiele und Standardsituation. Also schon ein ganz großes Talent. Wie gesagt, jetzt im Moment ist die einzige Priorität auch das Spiel gegen Feyenoord und die Jungs, die mir heute zur Verfügung stehen. Aber das passt natürlich, wie Max und Christoph wahrscheinlich schon gesagt haben, das ist natürlich alles, nicht nur Kaderplanung, aber auch Zukunftsplanung für die Vereine und das hat alle natürlich eine wichtige Rolle, aber für mich heute ist natürlich nur das Spiel. Aber damit habe ich schon was gesagt auch. Eins dahinter, Stefan Kumberger für Sport 1. Vincent, guten Abend. Sie haben viele Spieler in der Mannschaft, die sich sehr gut verstehen, die sich auch Freunde nennen. Jamal Musiala hat auch gerade davon gesprochen, wie sehr er sich mit Leroy Sané und Alphonso Davies versteht. Wie wichtig ist sowas heute noch im modernen Fußball? Also es gibt in Deutschland ja den Spruch, 11 Freunde müsst ihr sein, aber der Spruch ist 70 Jahre alt. Also welche Bedeutung hat das heute noch? Noch ganz viel, glaube ich. Und das stimmt, also wenn ich das kurz auf Englisch sagen kann, weil dann habe ich auch mal was auf Englisch gesagt. But I think this idea that you can't have friends in football is something that they used to hammer into you when you were kids. There's no friends in football, and it's all competition. And it's true, the competition is extreme, but I think it's the best place to make friends. And for me, I would like to see, and quite a lot of times when the things I don't like is when you've played together and then years after you've played together, it's like it's like you don't know each other anymore. And I hope these players build special relationships, remain friends even after football. And I think it's
It's a necessity because a lot of the times your support network outside, it's much smaller than what people imagine. So inside the building, although you're competing, inside the building is quite often your best support network. Okay, last one, first row, yes. Hey, Coach. Juanjo Rueda from Caliente TV Mexico. I'm interested in know your opinion, not just as FC Bayern coach, but as a former elite center back. What does makes Santiago Jimenez a special forward, the Feyenoord striker? And do you think he has what it takes to jump into a top-tier team in Europe? Thank you. I think the hardest part about football is to score goals, you know, of course. But that's been said many times by many people. But I think one of the arts of a lot of strikers is of the best strikers I've played against anywhere, and that you see, of course, in his profiles is the patience to stay in the gaps in between the defenders and to trust that the ball will arrive in those gaps and to attack those gaps. So there's no doubt that in that area he shows a lot of very, very interesting skills and quality. And it's a tough skill to have. You think of so many strikers that have got all the other tools, speed and technique, and they can dribble and they can hold the ball up. But in that final bit, to just slow your heart down a little bit and to stay in the right spaces. Of course, we have one as well, like this. A few actually with Harry and Thomas. Bin ich ja mal sehr gespannt. Thomas Müller. Also ich kenne die Mannschaft nicht von Feyenoord. Also ich habe auch keine Ahnung, welche Art Fußball die spielt. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Eindruck gekriegt. Das scheint ja dann morgen eine interessante Kiste zu werden. Fantastic examples. And every day I'm reminded of oder wenn ihr das Video seht heute. What top strikers do, but top defenders find solutions against that. And that's the interesting part about the game at top level. That's what the Champions League should bring. Gut, jetzt hat er aber immer noch nicht die Frage beantwortet, ob er das Potenzial hat, bei einem europäischen Topclub zu spielen. Ja. Okay, vielen Dank, Vinny. Ja. Danke euch, schönen Abend. Bis morgen dann. Servus. Thank you, danke. Gut umschifft. Aber gut. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich freue mich aufs Spiel. Ja. Endlich Champions League mal wieder und ja, auf jeden Fall denke ich nicht irgendwie so ein langweiliger Kick. Ich denke, das wird morgen schon eine interessante Partie werden. Und von daher, Leute, ich wünsche uns allen ein gutes Spiel. Natürlich wie immer mit dem besseren Ende für uns. Am Ende ist es scheißegal. Hauptsache wir holen die 3 Punkte. Ja. Und wenn nicht und wir kommen nicht unter die ersten 8, ist das auch kein Beinbruch. Dann haben wir 2 Spiele mehr und alles ist tutti. Ja. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wir hören uns nach dem Spiel. Und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.